SRF Audio. Was wäre, wenn die KI irgendwann in der Lage wäre, ein Meisterwerk zu schaffen, vor dem wir in die Knie gehen und sagen, wow. Da geht etwas ganz, ganz Wesentliches verloren, wenn wir als Menschen nicht mehr diese Kunst ausüben können, dieses Verlangen, etwas zum Ausdruck zu bringen, sozusagen, dann ins Leere laufen würde. Das fände ich also sehr, sehr fatal. Ich habe mein ganzes Leben immer geschrieben und bin jetzt dahin gekommen, wo ich jetzt stehe. Und dieser Stand, wo ich mich jetzt wiederfinde, alles, was ich liebe und was ich mein Leben lang sehr gern gemacht habe, ist für mich in Gefahr gerückt. Literaturclub-Interview heute mit Michael Luisi und dem Roman Die Enthusiasten von Markus Orts. Ein Roman, in dem es, wie Sie gehört haben, um KI geht, KI als Teil, respektive Bedrohung von Literatur und Kunst. Ich treffe den Autor Markus Orts in Karlsruhe, und zwar in der Bücherei Schneider-Jung, gleich beim Bahnhof, was natürlich bestens zum Thema passt und wo Markus Orts spontan das Hinterzimmer reserviert hat. Und dort haben wir nun also Zeit und vor allem Ruhe für dieses Interview. Markus Orts, Ihr aktueller Roman ist so mitreißend und so voll mit tollen Geschichten, dass sich da doch die Frage stellt, haben Sie das selbst geschrieben oder war das ChatGPT? Also ich werde nie in meinem Leben, so viel kann ich versprechen, eine KI benutzen, um Texte zu schreiben, weil Schreiben ist für mich das Allerwichtigste. Der Sinnstrohhalm, so heißt es mal in dem Buch. Und da würde ich mir eher die Hand abhacken, als einer KI den Auftrag zu geben, irgendwas zu schreiben, was ich selber schreiben würde. Nee, niemals. Ich frage ja nicht, weil ich Sie provozieren möchte, sondern weil hinten auf dem Umschlag so ein Blurb drauf ist, also dieses Zitat, das da immer steht, wo eine bekannte Persönlichkeit etwas über das Buch sagt. Und da steht, dieses Buch hätte ich gerne selbst geschrieben, ChatGPT. Da kann man ja schon mal den Gedanken haben, dass es KI ist, sozusagen als Ablenkung. Ja, genau, das ist ein Gag, den wir uns haben einfallen lassen. Einfach ein bisschen augenzwinkernd gegen diesen Wahn, sage ich jetzt mal so ein bisschen, der gerade um sich greift, was damit zu tun hat, dass jetzt Menschen einfach sich hinsetzen können und 30 Minuten brauchen, um ein ganzes Buch zu schreiben. Und leider ist es auf dem Kinderbuchmarkt gerade schon fürchterlich, dass Massen an Büchern da hineingeschwemmt werden, die einfach nur 30 Minuten gebraucht haben für den Autor oder die Autorin. Steigen wir ein ins Buch, Die Enthusiasten, Ihr neuer Roman. Es geht hier, ohne jetzt mal die Geschichte schon vorwegzunehmen, um den Widerspruch zwischen künstlicher Intelligenz auf der einen Seite und menschlicher Fantasie auf der anderen. Und das in Bereichen wie Kunst, wie Literatur und so weiter. Was ist der Grund, dass Sie sich schreibend mit diesem Thema auseinandergesetzt haben? Es ist eine große Sorge und eine große Angst, die mich umtreibt, weil ich mein ganzes Leben lang geschrieben habe und mein Vater hat mir das mehr oder weniger beigebracht. Mit 13, 14 gab es einen Roman à la Karl May sozusagen und dann Adoleszenzwerke. Das heißt, ich habe mein ganzes Leben immer geschrieben und bin jetzt dahin gekommen, wo ich jetzt stehe. Und dieser Stand, wo ich mich jetzt wiederfinde, alles, was ich liebe und was ich mein Leben lang sehr gern gemacht habe, ist für mich in Gefahr gerückt. Und das meine ich nicht nur meinen eigenen Job, sondern ich meine auch im Ganzen die Kunst als Ausdrucksfähigkeit des Menschen und als Begegnungsmöglichkeit von Menschen untereinander läuft Gefahr durch dieses, sage ich mal, technisch-kapitalistische Denken, was ja auch hinter der KI steckt. Die KI ist nicht gut oder böse, sondern die Menschen, meine ich natürlich immer, die diese KI bedienen. Und wenn das so ist, dass sozusagen die Kunst, der Ausdruck, das Menschlichste überhaupt sozusagen in den Strudel der KI gezogen wird,
dann habe ich nicht nur große Sorge um meinen Job, sondern auch um die Menschheit an sich, weil ich finde, die Kunst ist eine ganz, ganz wichtige Gegenstimme gegen genau das erwähnte technisch-kapitalistische Denken, in dem es immer nur um mehr und Nutzen und Optimierung und so weiter geht. Die Kunst sagt, all art is useless, Oscar Wilde. Wir bleiben auf der Stelle, wir müssen nichts erreichen, wir müssen etwas ganz anders machen und das ist ein wichtiger Aspekt. Also wir verlieren viel zu viel durch die KI und gewinnen nichts. Ist das der Punkt? Auch, also es ist auch ein Thema und das sind reale Gefahren, die ich jetzt gar nicht so sehr beschreibe, wie eben schon gesagt, die Schwemme der generierten Literatur, die jetzt anfängt und dagegen möchte ich auf jeden Fall etwas setzen und die andere Gefahr ist natürlich rein spekulativ. Was wäre denn, wenn diese KI in 20 Jahren, in 10 Jahren nochmal grundlegend sich ändert? Im Augenblick ist es ja sozusagen nur so eine Art Wahrscheinlichkeitsrechnung. Aber was wäre, wenn die KI, und die Menschen hören nicht auf zu forschen, wenn die irgendwann in der Lage wäre, ein Meisterwerk zu schaffen, vor dem wir in die Knie gehen und sagen, wow. Dann würden wir als Menschen, die die Kunst lieben, natürlich einerseits sagen, das ist wahnsinnig toll. Auf der anderen Seite würden wir aber das menschliche Element sozusagen in der Kunst nach und nach dadurch verlieren. Und da muss man, das ist ein Dilemma. Man muss abwägen, was will man, in welcher Welt will ich leben. Und das ist die Frage, die auch in diesem Buch eine Rolle spielt. Also das Zentrale ist in dem Fall, dass die KI am Schluss noch mehr Fantasie, mehr Kreativität hervorbringt als wir selbst. Das ist die Horrorvorstellung. Das wäre rein spekulativ im Moment, weil noch geht es nicht, haben mir viele Leute bestätigt. Aber ich bin immer jemand, der skeptisch und pessimistisch ein bisschen schaut, weil ich weiß, der Mensch macht das Machbare und forscht weiter und es kann durchaus sein, dass irgendwann dieser Punkt kommt, dass die KI fantasievoller schreiben kann als der Mensch. Jetzt machen Sie was ganz Spezielles in Ihrem Roman. Sie beziehen sich nämlich auf ein anderes, sehr bedeutendes Werk, und zwar auf Leben und Ansichten von Tristram Shandy, Gentleman. Das ist ein großes, 9-bändiges Erzählwerk von Laurence Sterne aus dem 18. Jahrhundert. Und Sie erwähnen auch noch 2 andere vergleichbare Bücher, und zwar Don Quixote und Moby Dick. Also alles Werke, die extrem fantasiegetrieben sind und extrem uferlos. Genau, weil das sind natürlich 3 Beispiele für das Gegenteil der Erzählökonomie. Wir predigen ja heute immer, wir müssen erzählökonomisch sein, also in kurzen Sätzen. Der Leser muss sehr viel selber sozusagen aus diesen Sätzen herausholen. Ist auch alles schön und gut. Ich mag auch Hemingway. Aber eben diese andere Form des Schreibens, das überschwemmt werden, das überflüssigt werden, das geht so ein bisschen gerade unter, habe ich so das Gefühl, in der Literatur zugunsten dieses realistisch-ökonomischen Schreibens. Und da war für mich ganz klar auch mal zu sagen, ich setze dem etwas entgegen, zumindest soweit ich das kann, und möchte gerne auf diese andere Tradition des Schreibens aufmerksam machen, dass es auch noch das Überbordende gibt, und das war auch ein wichtiger Punkt. Jetzt binden Sie diese Geschichte an eine Figur, und das ist ein Literaturwissenschaftler, Win Spare heißt der, und der gehört zu diesen Laurence Sterne-Fans, die es weltweit gibt, und wir sehen den am Anfang des Romans, wie der jetzt im Zug sitzt und später im Bus, und der reist in ein kleines englisches Dorf namens Coxwold. Und das ist der Ort, wo Laurence Sterne begraben liegt. Und wir sind im März 2018 am 250. Todestag von Laurence Sterne, und der reist jetzt dahin und trifft dort all die anderen Anhänger dieser Art von Literatur. Was sind das für Leute, die er dort trifft? Ja, es sind begeisterte Enthusiasten, so heißt ja das Buch auch, die Enthusiasten, begeisterte Shandianer, die ihr Leben lang diesem Autor gewidmet haben und diesem Buch vor allen Dingen. Und da gibt es jetzt nicht nur die 3 in meinem Buch, es gibt tatsächliche Shandianer namens Goethe, Lessing, Nietzsche, Virginia Woolf, Sartre und unzählige mehr. Also es ist sehr, sehr wichtig für sehr, sehr viele Schriftstellerinnen und Schriftsteller geworden, dieses Buch, weil es einfach in dieser unfassbaren Freiheit geschrieben ist. Also ich habe beim Lesen das Gefühl, er ist
total frei und macht das, was er will und sagt dann auch, also ich habe das gar nicht geschrieben, das war ja meine Feder. Und in diesem, genau in diesem Geist des Loslassens und sich auch gar nicht so sehr an Leser irgendwie anbiedern, sondern die Leser auch verärgern und vertrösten und das kommt später, aber es kommt natürlich nie. Also das ist eine unheimliche Frechheit, Freiheit und ein sehr, sehr postmoderner Zugang, weil er ständig auch das Schreiben an sich reflektiert und auch solche Dinge macht wie leere Seiten, schwarze Seiten, marmorierte Seiten, Linien, die er aufmalt für seine Abschweifungen, die ja nie enden wollen. Also ein ganz und gar verrücktes Buch, das auch überhaupt nicht in diese Zeit hineingehört. Das ist völlig zeitlos. Also wenn mir jemand gesagt hätte, 1759 geht's los, hätte ich das nicht geglaubt. Also wenn ich es nicht gewusst hätte. Genau. Aber worin liegt denn die Qualität? Das ist ja nicht nur einfach, dass es verrückt und versponnen ist und ja, so geschrieben, dass man es nicht erwarten würde. Worin liegt die Qualität, dass selbst ein Goethe oder Nietzsche sagen, das ist wirklich extrem gut? Also für Nietzsche in der Freiheit, weil er sagt wirklich, er ist der freieste aller Schriftsteller. Goethe ist es der Humor, der feinste aller Schriftsteller. Für mich ist es eigentlich dieses Schreiben über nichts. Also wenn man mich fragen würde, würde ich sagen, es wird eigentlich gar nichts erzählt im Sinne, sondern er tritt auf der Stelle, er tänzelt, er jongliert, hält die Bälle in der Luft und hat nicht dieses Vorwärtsgetriebene, obwohl er das selber sagt, er hätte es, aber ich sehe das nicht so richtig, sondern ich sehe eher das Abschweifende als seine große Leidenschaft und seine große Fähigkeit. Und dieses Abschweifen beinhaltet ja auch, dass man dann einfach mit dem, womit man eigentlich vorwärts kommen will, immer auf der Stelle tritt. Und das fand ich eben so gut, dass in unserer Zeit diesem vorwärtspreschenden und diesem, wie gesagt, nutzen- und effizienzorientierten Denken dem Chandy mal entgegenzuhalten, der einfach auf der Stelle tänzelt. Das mag ich sehr an ihm. Und der nichts erreichen will, sozusagen. Ich komme noch mal auf die Form zu sprechen, auch wenn es dann um die Form Ihres Buchs geht, weil da spiegelt sich das natürlich wieder und das ist auch sehr attraktiv in diesem Buch. Ich bleibe jetzt aber noch ein bisschen beim KI-Thema halt noch, weil das auch das Zentrum des Buches ist. Jetzt passiert dort in diesem kleinen Ort in England dass jemand auf diesen Winds Bär zukommt und auf seine beiden Kolleginnen und Kollegen und sagt, es gibt jetzt einen 10. Band. Es gibt 9 Bände, die sind bekannt. Und das Problem ist, dass Winds selber schon gedacht hat, es gibt einen 10. und das dann auch im Internet gepostet hat. Und dann ist er natürlich auch anfällig für Leute, ich mache da schon eine Anspielung, die sowas verkaufen wollen. Und er sagt, es gibt einen 10. Band. Und was passiert jetzt mit diesem Winds? Jetzt dreht er fast durch. Genau, er will diesen unbedingt haben. Also der Mann, der den sagt, ich habe den, der will natürlich 150.000 Pfund, der will Geld. Und Vince hat so eine Kostprobe gehört und ist besessen, also ist begeistert sozusagen und sagt, das ist ein echter Stern. Und jetzt schlägt im Grunde die Begeisterung ein wenig mehr in so eine Art Besessenheit, rauschhaftes. Ich muss dieses Buch haben, gar nicht so sehr wegen der Literaturgeschichte. Er will es einfach lesen. Er ist ein begeisterter Leser und muss dieses Buch bekommen und ist bereit, alles dafür zu tun, dieses Geld dann zu verdienen. Und da kippt dann der Roman und die Begeisterung eben auch. Und ja. Ja, aber an dem Moment muss ich jetzt auch ein bisschen was spoilern. Und zwar dieses 10. Buch, das da angeboten wird, das ist eine Fälschung. Das ist eine KI-Fälschung. Und jetzt kommen wir wieder an unseren ursprünglichen Punkt in diesem Gespräch, nämlich was ist denn wirklich das Problem daran, wenn es jetzt beispielsweise eine 42. Sinfonie von Wolfgang Amadeus Mozart gibt? Was ist denn konkret das Problem an der KI? Das Problem ist gar nicht so sehr, dass es sie gibt. Das Problem ist das Dilemma, was daraus erwächst. Nämlich auf der einen Seite, wie gesagt, müssten wir glücklich sein und fröhlich und könnten uns glücklich schätzen, dass es so etwas gibt. Auf der anderen Seite ist es dann quasi gar nicht mehr nötig oder möglich, dass Menschen zu Kunstwerken kommen, Kunstwerke gestalten, weil dann ja sozusagen das abgenommen worden ist von einer Instanz, die eben
nicht menschlich ist. Es sind zwar Menschen dahinter mit Programmen, mit Prompts und so weiter, aber letzten Endes wird das ja dann eben errechnet oder generiert. Und da würde ich eben sagen, das hatte ich am Anfang schon gesagt, da geht etwas ganz, ganz Wesentliches verloren, wenn wir als Menschen nicht mehr diese Kunst ausüben können, dieses Verlangen, etwas zum Ausdruck zu bringen, sozusagen, dann ins Leere laufen würde. Das fände ich also sehr, sehr fatal. Aber das sind alles sehr starke Spekulationen und hoffentlich wird es ganz anders kommen und hoffentlich wird die KI nie dazu in der Lage sein. Dann wäre ich der Erste, der sagt, das ist alles Quatsch, was ich geschrieben habe. Aber ich fürchte, man muss sich diese Frage zumindest mal stellen. Man kann ja auch zu anderen Antworten kommen. Man kann ja auch zu der Antwort kommen, zu sagen, ja, es wäre doch toll, wenn die künstliche Intelligenz das macht. Diese Antwort würde ich nicht unterschreiben. Aber man muss auf jeden Fall drüber sprechen. Sie hören Literaturclub Interview, heute mit dem Schriftsteller Markus Orts und seinem neuen Roman Die Enthusiasten. Das ist der Spitzentitel in diesem Frühjahr beim Verlag Galliani Berlin. Und dass dieser Roman gerade dort der Spitzentitel ist, ist nicht verwunderlich, ist doch die bisher letzte Übersetzung von Leben und Ansichten von Tristram Shandy, Gentleman auf Deutsch, vor ungefähr 10 Jahren dort auch erschienen. Ansonsten kennt man Markus Orts von einer ganzen Reihe anderer Romane, die er seit 1999 schreibt. Lehrerzimmer ist sicher einer der bekanntesten von ihm, aber auch Das Zimmermädchen, ein Roman, der unter dem Namen Das Zimmermädchen Lynn verfilmt worden ist. Jetzt sitzen wir im Hinterzimmer einer Bücherei in Karlsruhe und reden nicht nur über den aktuellen Roman, sondern auch über Schreiben generell. Und ich frage Markus Orts als nächstes, welche Rolle eigentlich der Humor in seiner Literatur spielt. Ja, für mich immer schon, seit ich schreibe, eine sehr große. Manchmal ist er ein bisschen subtiler, manchmal ein bisschen alberner, manchmal offener, manchmal grotesker. Der Humor gehört immer dazu, auch wenn man ihn gar nicht bewusst in den Text hineingeschrieben hat. Zum Beispiel beim Zimmermädchen, das ist ein Buch, Das Zimmermädchen, habe ich gedacht, mein Gott, was für ein depressives Buch. Bei den Lesungen haben plötzlich die Leute angefangen zu lachen. Ich war völlig erschrocken, bis ich kapiert habe, irgendwie hat sich eine Art Humor ins Buch hineingeschrieben, ohne dass ich das so bezweckt hatte. Und da war ich sehr überrascht. Also scheint der Humor sehr eng mit mir selber zusammenzuhängen. Und ich mag selber auch humoristische Bücher, ja, eben den Tristram Shandy, wo man ja auch sehr viel lachen kann. Ja, er schreibt sich in die Bücher hinein. Es ist auch eine Entlastung angesichts der schweren Themen und der Fragen, die man sich stellt, dass es einfach wichtig ist, zwischendurch lachen zu können, auch wenn vielleicht manchmal das Lachen im Halse stecken bleibt, wie beim Lehrerzimmer zum Beispiel, dass ich so geschrieben habe, hoffentlich, dass man lacht, aber irgendwann denkt, oh, eigentlich ist es gar nicht lustig. Genau. Ich kann da vielleicht noch ein Beispiel machen für diesen Humor, jetzt auch im Zusammenhang mit dem Literarischen, was besprochen wird in dem Buch. Es gibt irgendwann mal die Behauptung, dass Anton Tschechow gesagt hat, dass wenn doch, also so Erzähltechnik, ne, wenn doch auf Seite 140 eine Pistole auftaucht, dann muss die auf 215 auch mal losgehen. Da muss mal ein Schuss fallen. Und ich musste sehr lachen, als dann tatsächlich auf Seite 215 ein Schuss losgeht. Ja, das ist tatsächlich ein Originalzitat von Tschechow. Der hat Gewehr genommen und das aufs Theater. Er hat gesagt, im ersten Akt, wenn man das Gewehr sieht, wird es im 5. auch abgefeuert. Und genau dagegen schreibe ich an. Genau dagegen hat Lawrence Stern, der auch, obwohl er viel früher als Tschechow, schon angeschrieben, indem Lawrence Stern zum Beispiel das, sage ich mal, Prinzip der Vertröstung hat. Er kündigt an, ja, gleich kommt das Kapitel über die Knöpfe, keine Sorge, aber es kommt nicht. Oder dazu später mehr, aber dann kommt nichts mehr. Das heißt, für mich war das viel moderner, viel postmoderner sozusagen, den Leser zu vertrösten, ihn dann aber zu enttäuschen. Und Lawrence Stern hat mal gesagt, wenn ich wüsste, dass der Leser auf den nächsten 2 Seiten weiß, was passiert, ich würde sie sofort rausreißen. Für den war immer das Wichtige die Überraschung. Und bei Tschechow in dem Beispiel ist sozusagen die Erfüllung der Erwartungen die Norm und das langweilt mich irgendwie auf Dauer. Also wenn ich dann bei den amerikanischen Filmen, weiß man dann schon genau nach der ersten Einstellung,
Wie das endet. Also man sieht genau das Bild schon vor sich. Das ist dann irgendwie relativ langweilig. Oder bei Komödien gibt es diesen All is Lost Moment kurz vor Ende, wo alles verloren ist. Ja, dann wartet man schon drauf und dann wird auch das überstanden. Also ich finde, wenn so ein Dreiaktschema im Film, dann wie Billy Wilder, weil der konnte das super gut verstecken und man hat diese Plotpoints nicht richtig mitbekommen und war dann überrascht. Das hat er sehr, sehr genial gemacht, aber ansonsten ist es sehr vorhersehbar. Plotpoints, das sind diese Punkte, wo eine Geschichte sich wandelt. Es gibt das berühmte Buch von Sid Fields um die Drehbuchtheorie und man sollte auch ins Kino gehen und dann kann man nach 28 Minuten sehen, jetzt passiert etwas, was man nicht erwartet hätte. Und das bringt dann die Geschichte ins Laufen lassen. Ja, es gibt einen ganz, ganz tollen, berühmten, versteckten Plotpoint beim Hotzenplotz, der Räuber Hotzenplotz. Und zwar der Moment, wo Seppel und Kaspar sagen, wir müssen uns verkleiden. Und dann einfach nur die Mützen tauschen, dann lacht man, weil das ja keine Verkleidung ist, das ist ja nichts. Aber das ist der versteckte Plot, und genau durch diese Tausch der Mützen wird quasi das ganze Ding in Gang gesetzt, weil der Zwackelmann ja nur denjenigen herbeizaubern kann, von dem er das Kleidungsstück hat. Und so ist es eine geniale Plotpoint-Versteckung durch diesen Witz, dass die nur die Mützen tauschen. Wie sind Sie eigentlich zum Schreiben gekommen? Oh, ich habe sehr früh auch schon sehr viel gelesen und habe einen Vater gehabt, der so Hobby-Schriftsteller war. Und das habe ich als Kind natürlich mir angeguckt. Der hat dann immer Briefe gekriegt, so Belegexemplare an den Schriftsteller Hans Orts. Und da habe ich dem dann nachgeeifert. Natürlich hat er mir auch geholfen. Er hat mir immer ganz viel Geschichten auch erzählt beim Zubettgehen und war im Grunde genommen der erste Motor, warum ich das dann auch gemacht habe. Später Karl May habe ich alles gelesen, was es zu lesen gab und habe dann auch einen ersten Karl-May-Roman geschrieben, habe ich eben schon angedeutet, mit 13, 14, also ein Buch frei nach Karl May, könnte man sagen, muss man aber auch machen als Jugendlicher, sich von seinen Vorbildern sozusagen wegschreiben. Das hat mich immer umgetrieben, das Schreiben, ja. Ich möchte nun gerne auch noch auf die Form des Buches zu sprechen kommen, wie ich angekündigt habe. Und das hat jetzt eben mit dem, was Sie vorhin gesagt haben, zu tun, dieses Überraschen wollen. Dieses Buch entwickelt dadurch, dass eigentlich immer etwas Unvorhergesehenes passiert, wirklich erstaunlich, zum Teil auch sehr lustig, ein Tempo, das mir kam plötzlich der Gedanke durch den Kopf, Sie erzählen schneller, als die Geschichte passiert. Und das gibt einen Sog, dass man sagen kann, das ist ein absoluter Page-Turner. Ich nehme mal an, das ist der Stil, den Sie gesucht haben. Ja, es war dieses Explosionshafte, was ich gerade auf den letzten 100 Seiten versucht habe. Also auch dahin natürlich schon, aber auf den letzten 100 Seiten wird im Prinzip der Versuch gestartet, etwas zu tun, was gar nicht geht in der Literatur, weil wir ja sehr linear sind. Ich wollte einfach innerhalb von einem Augenblick 100 Seiten lang 5 Geschichten gleichzeitig platzen lassen. Und also wie so ein Feuerwerk ist, glaube ich, das richtige Wort dafür. Und das schnelle, rasante, rauschhafte liegt einerseits an meiner Art und Weise zu schreiben. Ich kann kaum anders, als in so einen Sog, in so einen Rausch zu geraten. Andererseits liegt es auch daran, dass ich jetzt anders als bei Lawrence Stern sehr, sehr stark an den Texten arbeite. Also Lawrence Stern, wenn man ihm glaubt, sagt, der lässt das alles so stehen. Glaube ich jetzt auch nicht. Aber es wirkt so. Ja. Es wirkt so beim Lawrence Stern. Ich dagegen arbeite und habe am Schluss nochmal 150 Seiten rausgeschmissen. Das war mal 500 Seiten dick und ich kriege dann einen Rappel irgendwann, wo ich sage, jetzt will ich auch dieses Tempo und diesen Rausch bis ins Extrem haben und mag dann doch auch solche Abschweifungen selber im eigenen Buch, die jetzt zum Beispiel gab es eine 15-seitige Quentin Tarantino Infragestellung. Das Frauenbild bei Tarantino hätte jetzt mit dem Roman eigentlich überhaupt nichts zu tun gehabt. Habe ich gesagt, raus damit, so schön es auch ist. Aber das hat jetzt hier nichts verloren. Da mache ich wieder andere Fässer auf. Ich wollte dann wirklich, dass der Leser gar nicht mehr aufhören kann, diese Geschichte zu lesen. Haben Sie eine Lieblingsstelle? Oh, muss ich jetzt überlegen, eine Lieblingsstelle. Ja, wahrscheinlich 2.
Einmal die mit dem Wal, das darf man gar nicht verraten. Und die andere sind die Van Snyderschen Ratten. Weil die Van Snyderschen Ratten, die werden dann sozusagen in ihrer Herkunft beschrieben, was ein völliger Quatsch ist, auch mit einem Buch über die Ratten, was es natürlich nicht gibt. Und das ist der Augenblick, wo das Erzählen sozusagen für mich umkippt und es gar nicht mehr um das Was geht, sondern um diesen Moment der Freiheit, den ich bei Lawrence Stern so schätze, dass man dann einfach sagt, so, bitteschön. Und jetzt kommen die Van Snyderschen Ratten und die Schiffsbohrwürmer und es geht völlig den Bach runter sozusagen. Es ist ja inhaltlich dann auch der Augenblick, wo die Schiffe sinken, wo die Schiffsbohrwürmer die fressen ja das Schiff und gehen selber unter. Und dann müssen die Ratten das Schiff verlassen. Also ist jetzt ein bisschen viel verraten, aber da kommt das Schreiben im besten Falle zu sich selbst. Und das sagt die Mutter ja auch immer, beim Schreiben musst du untergehen. Also du musst wirklich untergehen und dann bist du frei. Dadurch, dass dieses Buch sich so existenziell mit dem Wesen des Schreibens und mit dem Wesen des Erzählens und auch mit dem menschlichen Aspekt, eben nicht dem künstlichen Aspekt, sondern dem menschlichen Aspekt davon auseinandersetzt, ist es auch für Ihr persönliches Schreiben eine Art Schlüsselwerk? Also versuchen Sie da auch herauszufinden, was Ihr Job eigentlich ist? Ja, die Frage stellt sich natürlich immer. Ich folge einfach einer gewissen Lust, glaube ich auch. Und da zweifelt man natürlich schon manchmal, inwieweit sozusagen dann die Welt in oder aus dem Fokus gerät zugunsten der eigenen Blase oder der eigenen Lust, der man dann frönt. Deswegen mag ich sehr, sehr gerne dieses Diktum von Max Ernst, der sagt, ein Auge geschlossen, da guckt man sozusagen in sich rein und ein Auge aber offen und man guckt in die Welt. Und das ist das, was ich hoffe, dann auch machen zu können, dass ich nicht nur sozusagen aus mir selbst schöpfe, sondern immer in diesem Fall jetzt mit der KI oder mit dem Schreiben gucke, auch was in der Welt eigentlich vor sich geht. Ja. Ich komme schon zum Schluss des Gesprächs und möchte gerne noch ein kleines Spiel machen. Und das funktioniert so, dass ich einen Satz anfange und Sie den Satz beenden, wenn das für Sie okay ist. Ich schreibe, weil ich atmen muss und Schreiben ist Atmen und alles. Ich lese, weil das Lesen sehr viel Inspirationskraft in sich birgt und ich dadurch in andere Welten abtauchen kann. Die Bedeutung meines Erzählens liegt in Die Bedeutung meines Erzählens liegt, glaube ich, schon auch in dem Versuch, so frei wie möglich sich zu machen von Scheuklappen, Konventionen, Erwartungen, Rollen und etwas zu versuchen, was es bisher so noch nicht gab, also in Richtung einer grotesken, überbordenden Literatur. Ja. Und das Ziel meiner Fiktion ist? Dass die Menschen sich erstens sehr gut unterhalten fühlen, das finde ich sehr wichtig, dass sie das Buch unglaublich gerne lesen und, wie Sie sagten, Page-Turner-mäßig in den Sog geraten, aber dann auch über das eine oder andere ins Nachdenken stolpern und in diesem Fall jetzt über die neuen Entwicklungen vielleicht mal ein paar Gedanken zeitigen. Ja. Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch. Danke auch. Soweit Literaturclub-Interview mit Markus Orts und seinem neuen Roman Die Enthusiasten. Das Buch ist bei Galliani Berlin erschienen. Alle Infos dazu finden Sie in der Beschreibung dieser Episode oder unter srf.ch/audio. Mein Name ist Michael Luisier. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.